Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chrüsimüsi hier auf meinem Kanal. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. In diesem Teil geht es noch um den Einbau des MOSFETs und da werde ich auch noch einige Dinge dazu erklären. Also bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Als erstes möchte ich euch mal erklären, weshalb wir überhaupt ein MOSFET benötigen. Das ist dieses Teil hier. Und zwar benötigen wir den, weil dieser Taster hier, der ist ja relativ klein und der kann auch nur eine sehr geringe Stromstärke vertragen. Ich sage jetzt einfach mal einen Wert, ich sage jetzt mal 50 Milliampere oder so, die er dauerhaft verträgt. Und wenn die Stromstärke, die durch den Taster fließt, zu groß wird, dann nimmt die Lebensdauer ab. Im schlimmsten Fall kann der sogar durchbrennen. Auch wenn wir jetzt auf sehr geringer Leistung dampfen, beispielsweise, sag mal 10 Watt oder so, dann haben wir hier schon einige Ampere, die durch den Taster fließen würden und das würde den bereits zerstören. Deswegen bauen wir den MOSFET ein, weil der MOSFET hat die Eigenschaft, ich werde es jetzt ganz einfach ausdrücken, der steuert mit einem kleinen Steuerstrom einen großen Hauptstrom. Das heißt, der Taster wird sehr gering belastet und der MOSFET ist dann das Bauteil, das eigentlich dann den Hauptstromfluss schließt. Welchen MOSFET sollten wir nun benutzen? Also es gibt mehrere, die in Frage kommen. Da schaut ihr euch am besten die Datenblätter an. Der Akku ist ja 30 Ampere, vielleicht 35 Ampere belastbar. Wenn wir einen guten Akku haben, dann rechnen wir da etwas Reserve ein. Das heißt, ich würde mal sagen, also Minimum 50, 60 Ampere sollte so ein MOSFET vertragen können. Dauerlast, dann sind wir safe. Ich gehe da auf Nummer sicher. In der Dampferszene hat sich der IRL 3034 PBF eigentlich durchgesetzt. Der ist nicht ganz günstig, der kostet je nach Anbieter zwischen 2 und 4, 5 Euro das Stück, aber der verträgt über 300 Ampere, das heißt, er wird sehr wenig Hitze entwickeln beim Betrieb, weil der kaum belastet wird für seine Auslegung und er hat auch einen sehr geringen Voltdrop und auch die Steuerspannung am Gate, dazu komme ich gleich noch, ist halt für die 3,7 Volt optimal ausgelegt. Da müssen wir da mit keinen Widerständen und so weiter das Ganze vorschalten, das ganze Steuersignal. Deswegen eignet er sich ziemlich gut. Wenn ihr so einen kaufen wollt, schaut euch bei Modmaker um. Die haben, glaube ich, nur diese im Programm. Ihr könnt den auch bei Reichelt, Mauser, Konrad und so weiter bestellen. Da sind sie ein paar Cent günstiger. Aber bitte kauft keine Billigangebote auf eBay, Amazon und so weiter, weil es sind auch sehr viele China-Fälschungen, also die kommen alle aus China, aber es sind sehr viele Fälschungen im Umlauf. Also wenn ihr so ein MOSFET seht, dann vielleicht noch im 10er-Pack für 2 Euro. Das kann nicht stimmen, das ist eine Fälschung. Wie gesagt, je nach Menge und so, also Minimum 2 Euro werdet ihr bezahlen müssen. So sieht der MOSFET aus. Das hier ist eigentlich das Kühlblech. Das ist jetzt ein etwas anderes Modell, aber reicht auch. Der hält auch 200 Ampere aus. Ich hatte letztes Mal, konnte ich die 3034er nicht mehr bestellen, deswegen habe ich die genommen. Spielt eigentlich keine Rolle, wenn man weiß, was man tut, gibt es da mehrere Modelle, die gut geeignet sind. Wie gesagt, das ist eigentlich die Kühlfläche des MOSFETs, die geht hinten auch weiter. Da müsst ihr halt aufpassen, weil da ist dann Minuspotential drauf, also das gleiche eigentlich wie beim mittleren Pin. Das heißt, wenn der 15er da drauf kommt, dann habt ihr einen Kurzschluss, nur als kleine Info. Dann haben wir 3 Füßchen. Wir haben hier auf dieser Seite, das ist das sogenannte Gate, da kommt das Steuersignal. In der Mitte haben wir den Drain-Anschluss.
Da geht der Hauptstrom aus dem MOSFET zum 510er und auf dieser Seite haben wir den Source. Source heißt eigentlich, da kommt dann Minuspotential des Akkus drauf. Ihr müsst auch schauen, es gibt PNP und NPN MOSFET. Das ist jetzt ein NPN, das heißt Source und Drain sind negativ und Gate ist positiv. Andersrum wären dann Drain und Source positiv und der Gate negativ. Spielt keine Rolle. Kauft einfach den 3034 PBF, dann seid ihr safe. Ich werde nicht näher auf die technische Funktion eines MOSFETs eingehen, weil da gibt es bestimmt bessere Kanäle als meiner. Ich bin da auch nicht der Experte darin. Ich weiß, wie ein MOSFET funktioniert. Ich weiß, wie der gesteuert wird. Aber wenn ihr da mehr wissen wollt, wie das intern geschaltet ist mit den Halbleitern und so weiter, dann schaut doch andere YouTube-Videos, die können euch das ganz genau erklären. Da muss es auch nicht um E-Zigaretten gehen, weil MOSFET ist MOSFET, die Funktion ist immer dieselbe. Jetzt funktioniert das Ganze eigentlich so, wir haben ein NPN-MOSFET, das heißt Gate wird mit positiv angesteuert. Das heißt, wenn auf diesem Pin, auf dem linken Pin, wenn da positives Potenzial drauf kommt, dann wird der MOSFET leitend und verbindet Source mit Drain und der Strom fließt. Wenn dann der Taster losgelassen wird, bleibt der MOSFET aber aktiv, weil er braucht hier dann negatives Potenzial, damit er wieder schließt. Das heißt, man kann den eigentlich antippen, also positiv, dann öffnet er und bleibt auch offen. Und dann muss man ihn mit negativem Spannungspotenzial wieder antippen und dann schließt er. Deswegen benötigen wir einen Widerstand. Da nehme ich einen 15 Kiloohm Widerstand. Das heißt, wir haben hier beim rechten Pin auf Source haben wir negatives Potenzial. Und jetzt geben wir auf den Gate positives Potenzial. Dann leitet Source zu Drain, schaltet dann durch, Stromkreis ist geschlossen. Jetzt lassen wir den Taster los, dann wollen wir ja, dass die Pfeife nicht mehr feuert. Das heißt, wir brauchen auf dem linken Pin, auf dem Gate-Pin, brauchen wir wiederum negatives Potenzial. Das machen wir so, dass wir das negative Potenzial vom Source-Pin auf den Gate-Pin über den Widerstand nehmen. Der Widerstand wird halt benötigt, weil wenn wir auf Gate positiv draufgeben und wir einfach eine starre Verbindung auf den Source-Pin hätten, hätten wir einen Kurzschluss. Deswegen brauchen wir den Widerstand. Dann ist, solange der Taste gedrückt wird, wird über den Widerstand halt eigentlich der Stromfluss im Schalter begrenzt. Ja, ganz einfach gesagt. Wie gesagt, ich bin da nicht der Profi, kann das vielleicht nicht ganz so gut erklären, aber das soll euch auch nicht weiter interessieren. Macht es einfach so, wie ich euch das jetzt zeige und dann funktioniert das Ganze. Ich habe das nur kurz erklären wollen, weil wegen Fehlerdiagnose und so weiter, dass ihr da auch etwas ausmessen könnt. Als erstes bereiten wir das Ganze zum Löten vor. Das heißt, ich nehme den Widerstand, ich platziere den so oben drüber. Ihr müsst einfach aufpassen, dass die Zu- und Wegleitung vom Widerstand die Metallplatte hinten nicht berührt. Ist aber relativ einfach. Wie gesagt, dann geht vom Widerstand der eine Pin mache ich auf den rechten Pin des MOSFET, also auf den Source, und den anderen auf den linken Pin auf das Gate. So sieht es nun aus. Die Füßchen habe ich da drum gewickelt. Jetzt mache ich das so, ich schneide mir die Füßchen hier ab, etwa so, und verlöte das Ganze. Den mittleren Pin biege ich vorsichtig hoch, so, und kürze den ebenfalls. So sieht das Ganze aus, weil in der Pfeife brauchen wir, oder ist natürlich Platz Mangelware, deswegen mache ich den so klein wie möglich. Da ist vielleicht auch nicht jeder mit mir einverstanden, weil die Füßchen dienen auch noch etwas als Kühlung. Aber da der MOSFET ja nicht allzu sehr belastet wird, spielt das in meinen Augen keinen Sinn. Und ich habe so eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Ich hatte noch keinen MOSFET, der ausgestiegen ist. Was ja einfach so etwas
mehr aufpassen müsst, ist dann beim Verlöten. Wenn ihr natürlich 15 mm vom MOSFET weglöten könnt, geht es viel länger, bis die Hitze vom Löten in den MOSFET eindringen kann. Das ist vielleicht noch etwas, das ich erwähnen sollte. Also wenn ihr genug Platz habt und vielleicht noch Anfänger seid, dann lasst die Füßchen länger, lötet das Kabel am Ende des Füßchens an. Dann ist die Gefahr, dass ihr den MOSFET beim Löten verschmort, nicht ganz so groß. So, ich verlöte jetzt das Ganze kurz. Dann haben wir hier auch etwas Lötzinn drauf. Wie gesagt, nur kurz dranbleiben mit hoher Hitze. So, das reicht. Und auch auf dem mittleren Pin gebe ich bereits etwas Lot drauf. So, jetzt ist der eigentlich vorverlötet und sieht so aus. Jetzt haben wir hier die Pfeife. Da kommt der MOSFET ungefähr hin. Einfach darauf achten, dass von hier zum 510er zwischendrin genug Luft bleibt, dass das Kabel etwas arbeiten kann, weil ja der Pluspol gefedert ist, und dass der Pluspol des 510ers nie diese Platte hier berührt. Weil wie gesagt, dann habt ihr einen Kurzschluss. Jetzt können wir aber die Kabel ja nicht hier auf Länge schneiden, weil das Ganze sieht ja bei euch ungefähr so aus. Da drin könnt ihr ja dann nicht löten. Das heißt, das Kabel schneiden wir außerhalb ab, damit wir das noch löten können, aber nicht allzu lange, weil das ganze Kabel muss dann schlussendlich, blöd gesagt, so reingestopft werden. Das Pluskabel, das lassen wir momentan noch so, und das Minus schneiden wir uns auf Länge ab, etwa so. Dann nehme ich eigentlich das Stück, das ich abgeschnitten habe, isoliere das ab und verlöte das als erstes mit dem mittleren hochgebogenen Pin des MOSFETs, und zwar so, dass das Kabel nach oben weggeht. Das ist auch wichtig, dass ihr erst das Kabel vorverzinnt, weil ihr seht schon, da muss ich relativ lange auf dem Kabel drauf bleiben, bis sich das verzinnen lässt. Und wenn ihr das am MOSFET macht, dann steigt die Gefahr, dass ihr den MOSFET dadurch verbrennt. Jetzt ist das vorverzinnt. Jetzt nehmen wir etwas Lötzinn auf die Lötspitze, erhitzen das Kabel und führen es dann, wenn das Lot flüssig ist, zum mittleren Pin des MOSFETs. So, dann geht das eine halbe Sekunde und die Lötung ist perfekt. Jetzt biege ich das etwas nach außen, weil da kommt jetzt noch Schrumpfschlauch drauf. Schneiden wir uns ein Stückchen ab, dann mit kleiner Flamme oder mit einem Heißluftföhn oder Feuerzeug den schrumpfen lassen und wieder hochbiegen. So, einfach vorsichtig, nicht zu oft hin und her biegen, weil sonst bricht das Beinchen. Aber dann ist der soweit vorbereitet und sieht nun so aus. Jetzt isolieren wir das Minuskabel in der Pfeife ab und machen eigentlich genau dasselbe. Schön vorverzinnen. Wenn wir das Ganze nun vorverzinnt haben, nehmen wir wieder ein Stückchen Schrumpfschlauch, tun den übers Kabel, etwas reinschieben, den kann man ja dann mit einer Pinzette wieder rausnehmen und löten den MOSFET an. Auch hier erstmal etwas Lötzinn auf die Spitze, Kabel erwärmen, Schrumpfschlauch genug weit nach hinten, damit er nicht schon zu schrumpfen beginnt, und verlöten das dann an den rechten Pin des MOSFETs, an den Source Pin. So, jetzt ist der schon mal angelötet. Jetzt holen wir mit der Pinzette den Schrumpfschlauch raus, platzieren den und verschrumpfen den. Am linken Pin des MOSFETs kommt nun das eine Kabel des Tasters, wird da angelötet. Spielt keine Rolle welches, das schneiden wir auch auf Länge, weil jeder Millimeter zählt. Ich habe eigentlich viel zu lang gelassen, normalerweise verlöte ich das wirklich so 5 mm außerhalb der Pfeife, aber es ist ja nur zu Demonstrationszwecken. So, dann das Kabel vom Taster abisolieren. Kabel vorverzinnen, wie gehabt,
Schrumpfschlauch drüber und dann auf den linken Pin des MOSFET auf den Gate verlöten. Somit ist der MOSFET eigentlich fertig angelötet. Den Schrumpfschlauch nach vorne holen, positionieren, schrumpfen. Die zwei Kabel, das andere des Tasters und das Plus, das bleibt frei und der MOSFET ist jetzt angelötet. Wenn man will, kann man jetzt noch also ich mache das so. Ich habe da noch einen Schrumpfschlauch, den ich dann über den kompletten MOSFET schrumpfe. Und zwar so, damit auch das Metallkühlblech des MOSFETs abgedeckt ist. Einige sagen, man sollte keinen Schrumpfschlauch darüber platzieren, wegen der Hitzeentwicklung. Aber glaubt mir, die ist so gering, da finde ich das dann so einfach schöner und sauberer und sicherer. Aber macht das so, wie ihr das für richtig haltet. So sieht nun das ganze Paket aus. Auch hier ist jetzt die Chance, einen Kurzschluss zu produzieren, relativ klein. So, jetzt müssen wir im Prinzip nur noch den 510er nehmen. Der hat ja in der Mitte eine Bohrung, da kommt Plus rein und auf der Seite hier hat er so eine Lasche, da kommt Minus hin. Wir schneiden jetzt, ich werde das jetzt nicht verlöten, weil ich kann ja die Pfeife so nicht brauchen. Ich erkläre es nur. Ihr schneidet nun das Pluskabel vom Akku und das andere Kabel des Tasters auf Länge. Und ich mache das so. Das ist jetzt etwas zu lang, aber es geht nur ums Demonstrieren. Ich verdrille dann die beiden Kabel, dass die zusammen sind, führe das Ganze dann beim 510er in der Mitte ein und dann verlöte ich das. Dann schneiden wir das Minuskabel auf Länge, verlöten das an der Lasche außen und dann am Schluss können wir das Ganze dann eigentlich so packen und in die Pfeife hineindrücken mit dem 510er. So. Wie gesagt, ich habe jetzt die Kabel alle etwas zu lang, aber das passt dann schon. Das braucht etwas Übung. Man kann da auch mit dem Schraubenzieher dann die Kabel richtig verlegen. Ich nehme das mal weg. Wenn man das dann nach hinten stößt, werden die Kabel so aufgerollt. Das geht natürlich auch besser, wenn ihr hochflexible Kabel nehmt. Ich habe jetzt normale Standardkabel genommen. Aber ihr seht das Prinzip. Der 510er sitzt dann hier. So sieht dann das Ganze im eingebauten Zustand aus. Bevor ihr das Ganze einpresst und einklebt, testet nochmals die Funktion. Wenn dann der 510er angelötet ist, schraubt einen Verdampfer drauf und ihr hört ja dann schon, ob der funktioniert oder nicht. Dann presst ihr das erstmal trocken zusammen, ohne dass ihr Klebstoff auf den 510er gebt, damit die Kabel schon vorgebogen sind. Dann könnt ihr das Ganze wieder etwas rausziehen und dann wieder mit zwei Komponenten, Epoxidharzkleber und dem Zahnstocher, hier Klebstoff auftragen, das Ganze dann einpressen und mit einer Schraubzwinge zusammenhalten. Ich würde da dann 35 Minuten warten, damit der Kleber schön aushärten kann, weil da doch einiges an Druck drauf ist. Und dann, wenn der hält, testet ihr nochmals die Funktion. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, den MOSFET nicht verbrannt habt und so weiter, dann wird das Ganze einwandfrei funktionieren. Jo, dann war es wieder mit dieser Folge Chrüsimüsi. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet was lernen. Ich hoffe auch, dass ich nicht allzu viel Quatsch erzählt habe. Falls ihr noch ein Video über den ClickFET wollt, schreibt es unten in die Kommentare. Dann kann ich da noch vor allem auf die Funktion eingehen. Ich werde den nicht anlöten, ich werde das nur erklären, wie der funktioniert.
wo welcher Pin angelötet wird, weil das Löten, das ist ja eigentlich immer dasselbe. Ich habe auch nicht Lust, dann Klickfett dafür zu opfern, aber schreibt es mal unten in die Kommentare, ob da Interesse besteht. Wenn ja, werde ich das dann machen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder ein Abo freuen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, bis dann, ciao, ciao.